Okay, das musst du ausschneiden, weil die Sendung erst am 1. Januar ausgestrahlt wird. Servus, habe Dere, Vordersack TV ist wieder am Start mit Maisi und Fleischi. Heute haben wir einen speziellen Gast. aus Berlin, der Lev Tutti. Kampf der Giganten, wenn die Bullen Wasser werfen wir Hydranten. Legendären Fudersack TV. Was gibt's denn heute bei dir? Das wollte ich jetzt gerne fragen. Genau, ich mache eine Gemüselasagne. Viel Gemüse auf jeden Fall. Dazu gibt es einen Blaukrautsalat mit Meerrettich, also einen scharfen Blaukrautsalat. Und angebratene Peperoni mit Sesam und Salz. Da haben wir eine Pilzschicht. Da habe ich einmal aus Tunzenberg frische Austernpilze, die geben einen guten Geschmack, die wachsen bei uns ums Eck, die kann man sich einfach pflücken. Und wie letztes Mal auch beim Porthaus-Steak, unsere Wiesenchampignons, die wachsen gleich da unten. Die haben zufällig alle auch gleich drauf. Die wachsen in Tunzenberg nicht, deswegen haben sie ja nichts. Genau, Zucchini kommt rein, auf jeden Fall kommt der Spinat rein, Mozzarella und Emmentaler. Was wir aber immer beim Kochen machen, wir werden ein Bier präsentieren. Aus der Oberpfalz, von der Brauerei Floss. Das ist eine kleine Brauerei, die das selber braut. Ist uns zugetragen worden und das werden wir heute gleich mal probieren. Genau, also es ist so, dass genau meine Gemüselasagne ist nicht nur mit Tomatensauce oder nur mit Bechamel, sondern mit beidem. Der Tomatenzug oder der sauber ziehen muss im Endeffekt. Mache ich den als erstes und lasse ihn dann die ganze Zeit sauber ziehen, deswegen fangen wir mit dem an. Und zwar fangen wir an mit Zwiebeln. Zum Wohl. Zum Wohl. Danke, dass du da bist. Niemand zum Ring, dann wird der Border. Oha, es gibt die Zeit für die groben Buben, unser Sound. Ein bisschen Trieb, gell? Direkt ein helles. Ja, so voll schmeckt wie man darf auch während der Sendung trinken, oder? Ja. Sollen wir mir Eimus oder der Fleischi hilft dir Also natürlich? ich sag, der Fleisch kann man schon helfen. Ja, was kann ich denn helfen? Du kannst schon mal einen Topf klar machen mit ein bisschen Olivenöl. Für die Rezeptkollegen, also was grundsätzlich in mein Sugo reinkommt, sind Zwiebeln, dann passierte Tomaten, frische Tomaten, Salz, Pfeffer logisch und das Ganze in Olivenöl erst einmal verbrennen, also dann Zwiebel. Und dann Ja, kommen Zwiebel könnte schon weit sein. ja, lass noch ein bisschen auf Tee dampft. Da ist mit da noch warten. Und ich mache es so, ich tue ein paar Tomaten gleich von Anfang an mit rein. Auch von den frischen. Die sind übrigens auch echte Tunzenberger Cocktailtomaten. Die wachsen, da wenn du in Schlossberg runtergehst, wachsen die einfach am Rand. Vorab jetzt schon sozusagen. Dazu kommt, kann einzelne, fein gehackte Rosmarinblattel, ungefähr so viel, sage ich mal, halber die Handvoll. Halber die Handvoll kommt erst einmal richtig fein gehackt. Weil wir dann Rosmarin aus dem Garten rein und diverse andere Kräuter. Meine Mama ist nämlich Kräuterhex. Ja, so erst einmal ein bisschen Wasser rein, ablöschen, feinstes gehacktes. Und dann kommen da passierte Tomaten und Tomaten am Stück. Also Stückel Tomaten rein. Oh, jetzt kommt der Gewürztrick. Und zwar nehme ich einen Teebeutel, ja. Okay. Also einen, wie nennt man den Teil? Ja, handelsüblichen Papierteebeutel, wo man sich selber befüllen kann. Genau. Und Es kommt da ein. da dieser Sugo ja in die Lasagne mit reinkommt und keiner hat irgendwie Lust auf irgendwelche Zutaten drauf zu beißen, kommen die Zutaten, also die Gewürzzutaten da rein. Und zwar ist es unter anderem, also Lorbeerblattl haben wir da noch drin, Wacholderbeerl und ein bisschen an Chili. Salz, Pfeffer ist separat, aber was mit denen passiert, ist folgendes. Das sind Wacholderbeeren. Genau, die werden mit dem Messer zerdrückt. Ah, Dass das Aroma dann besser aussieht. Genau. und ich einfach einmal drauf drücken. Genau, wollen wir sauber drauf tun. Die lasse ich jetzt auch nicht ganz. Mach ich so. Machst du so, ja. Und zwei tue ich rein. Ja, da brauchst du nicht. Da mit der Chili. Genau. Und zwar tue ich da ein halberli. Ein halberli rein und auch mache ich in dem Fall nicht so allzu klar, weil es ja eh da reinkommt. Ja. Dann handelt es übliche Schuhknoten da jetzt. Früher oder Saugnopf geheißen. Genau, Saugnopf und Saugnopf und das Teil tue ich einfach reinschmeißen. Schau her, liegt es da drin, Leute? Seht ihr es? Das muss Jeder jeder selber wissen, Wir wissen. müssen jetzt selber wissen, was praktisch ist natürlich.
in ein bisschen feinere. Ein bisschen feiner, ja. Ja, ein bisschen feinere. Das eine Ende abschneiden und dann nimmt man so wie vorher die Perl, drückt drauf. Okay. Und dann geht im Endeffekt die Schale komplett von da runter. Aber Fleischi, an der Stelle eine kleine Rüge quasi zur ersten Sendung. Schnell raus. Zwar. Nein, nicht ausschneiden bitte. Eine kleine Rüge, aber es soll keinen Streit anfangen. Kräuterbutter ist schön und gut, aber wirklich nur, wenn es selber gemacht ist. Ich hoffe, das war auch selber gemacht. Natürlich war das selber. Achso, das war auch selber gemacht, okay. Ich nehme keine Kräuterbutter her, weil das ist wie wenn man Brühe hernimmt die ganze Zeit für alles. Da schmeckt alles irgendwie gut oder vermeintlich gut, aber zum Schluss schmeckt alles gleich und eigentlich nicht gut. Beim Steak habe ich halt gerne Kräuterbutter. Das stimmt, aber du hast ja die Schwammerla an Kräuterbutter. Mach ich auch gerne. Ich nehme einfach nur reine Butter. Butter. Und aber auch, da bin ich auf deiner Seite, mit Butter nicht sparen, Ja. weil es ist ein Geschmacksträger. Jetzt tue ich mal die restlichen frischen Tomaten dazu. Genau, dann schmeißen wir es einfach rigoros rein. Fein, jetzt schau mal, wie fein das geschnitten hat. Ja, sucht er sich natürlich Jetzt immer das schauen wir Beste mal. aus, oder? Das hat 2 mm, das ist mir zu dick. Das heißt, du musst jetzt jeden einzelnen nochmal durchschneiden. Genau. Aber jetzt schaut es mal her, ein bisschen abrantelt, so. Nicht zu viel natürlich. So, Liegt das an dem Röstaroma, was du mit reingekriegt magst? genau, ich möchte, dass die ein bisschen rauchig, ein bisschen röstig schmecken. Und beim Austernpilz vor allem, wenn man den so abrantelt, schmeckt Hammer. Also wenn ja. Probieren wir mal ein Stück, such dir mal einen Fleisch, einen Austernpilz. Und jetzt ist der noch nicht einmal gewürzt. Und hat schon Knochen. Genau, also im Grunde völlig okay und auch gut, dass man einfach ein bisschen Zucker rein tut. Man tut einfach ein bisschen Zucker rein. Und was wir halt noch rein tun, auch nach Belieben an Kräuter. Da ist jetzt alles dabei. Ja. Noch Duktus, das ist Bäderöl, das ist getrocknete Tunzberger Kräutermischung. trotzdem eine Kräutermischung einfach. Also muss man nicht mehr dazu sagen. Die ganz fein geschnittenen Zucchini vom Fleischi jetzt da reinschmeißen. Einfach nur ins Olivenöl rein. Einfach ein bisschen Zitrone über den Schwammerl. So quasi als darf man es aufgießen. Wenn Sie es anders machen möchtest, dann macht es so. Genau, dann bleiben Sie in der Hand liegen. Genau, das hätten wir jetzt so recht schön. Und da drin ist einfach durch die Fettfeuchten rinnt der Zitronensaft rein. Ein bisschen Pfeffer So ein Pfeffer. und wenig Salz. Und dann probiere ich gar nicht mehr. Die Farbe braucht die Farbe so ungefähr den Style. Schön dunkel. Zitrone, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Die lassen wir jetzt oben bis ein bisschen glassig werden, wird ja nicht so dick, da wird es schwierig. Aber die können wir jetzt, wird ein bisschen glassig gemacht. Nicht ordinäres. Die Öl von dünne Scheibe jetzt, dann machen wir das ungefähr so. Da dampft der Butter schon auf, da haben wir jetzt knüppelhart. Einmal in der Mitte auseinanderbringen. Den Spinat rein. Ja, ja. 500 Gramm, also 500 Gramm, 500 Gramm Spinat. Spinat, Zucchini, nicht zu fett kochen. Was jetzt da drüber kommt, ist ein frisch grimmer Parmesan, aber Spatz nicht mit dem Kas. Das ist quasi der Kasachsen-Zucchini. Da kann man dann auch sehr sparsam mit Salz umgehen. Aber verzichten wir nicht drauf, weil der Körper braucht Salz. Das war eher. Der Körper kann auf Zucker gut und gern verzichten, aber auf Salz am Ende des Tages nicht. Man kann es leicht pfeffern und leicht salzen. Und der Spinat, da kommt der Schuss Zitrone. Ich meine, ich weiß, es kommt bei mir immer oft Zitrone vor. Das ist auch schon kalt. Da war noch eine. Da ist noch eine. Nein. Da war noch eine. Was ist das? Was ist das? Hey, ich weiß, was das ist. Da ist eine, Jelly. Ja, stimmt. Was Siehst ist du, das? was da drin war, ist Mozzarella. Also ich esse die ganze Zeit zwischen ein Mozzarella schnabuliert. Was haben wir nie mit dem? Ich schnabuliert den Mozzarella. Da ist nur noch, ich habe 6 gekauft. Nicht ohne Grund. Einer ist quasi bereits fast verschollen. Ja. Die kannst du gleich essen, die Reste. Warte mal, aber eine Muskatnuss. saure Muskatnuss kommt in den Spinat rein. Was dann da dazu kommt, noch ein Muskatnuss ist, einfach ein kleiner, fein gehackten roher Zwiebel. Wir haben ja ein Gewinnspiel gehabt. Wir haben gefragt, wo kommt der Sake her? Die Antwort war Aus Senegal. aus Senegal. Glücksfee. Storki. Ja. Der Gewinner ist der Kreuzmeier Martin. Kreuzmeier Mortel, herzlichen Glückwunsch. Du kriegst eine CD, die es eigentlich nicht mehr gibt.
Okay. Ich mache als Da erstes, scheiden sich ja die Geister. deswegen mache ich das mit Butter und jetzt alles mit Mehl. Da haben wir welche mit Spinat. Okay. Das schmeckt halt ein bisschen mehr nach Spinat. Wahrscheinlich. Also welche ohne Spinat, logisch. Das ist auch wurscht, wenn jetzt sowas passiert. Ich tue es da hin. Dann nehme ich das, leg's da her Ja, genau. und bräselt das da so hin. Und dann kommt sowieso nochmal eine, die diesen Schlitz da verdeckt. Ach so. Das verteilen wir schön und mischen wir einfach knüppelhart. Tröpfeln wir quasi ein bisschen Bechamel dazu. Vom rauen Zucker habe ich ein bisschen mehr. Deswegen kann ich da auch jetzt mal ein bisschen mehr anfangen. Und jetzt stocke ich Wünsch, kurze Ohrschicht wünschen jetzt. Der mit dem Spinat nach unten eine, weil den mag ich ja nicht so gerne. Achso, dann nehmen wir den jetzt einfach mal unten rein. Okay. Genau, den nehmen wir einfach. Ihr seht, das ist recht nass. Schaut, dass es ruhig auspresst vorher. Und jetzt kommt, ich habe 5 Mozzarella jetzt noch, nachdem einer ganz gegessen worden ist. Das braucht ihr nicht schneiden oder irgendwas, sondern ihr müsst einfach nur so jetzt in Vollgas auseinanderwatzen. Einfach nur Vollgas auseinander. Das macht richtig Laune. Seht ihr das? Genau, wir haben jetzt da sozusagen Schicht für Schicht auftragen. Zwischen eine immer wieder Kast, zum Schluss ein bisschen mehr Kast und zum Schluss kommt der Emmentaler. Zwischendrin waren wirklich nur die Mozzarellen drin. Und jetzt nehme ich die Hälfte von dem ganzen Kast. Ihr seht schon, das ist eine ganz kasige Angelegenheit, aber es sollte nicht gesund sein, es sollte gut sein. Und den verteile ich jetzt die Hälfte, verteile ich jetzt nochmal zusätzlich über den Emmentaler, über den Mozzarella. Und dann kommt es in den Ofen und dann, sage ich mal, 20 Minuten bevor es fertig ist, kommt der Rest. Kommt der Rest. Wie lange lasst du dann drin? Also jetzt lassen wir drin, also 45 Minuten muss auf jeden Fall drin bleiben und dann schauen wir das Ganze an und dann kommt wahrscheinlich dann schon Der Kollege. der Kollege drüber und dann wird auch der Ofen umgeschalten auf Grillen von oben. Wie a psychedelic album cover or something, you know? Macht es so fein wie es geht und dann vor allem sucht euch jemanden, der während ihr das Teil durchknetet, dass es richtig schön weich wird, Salz. Sauber Salz dazugeben. Das ist immer, länger ist immer besser wie kürzer. Und habt ihr schon verstanden? Die hungert auch schon recht, oder? Fleischi. Mich hungert schon, ja. 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 Genau, deswegen sage ich mal Minuten kneten, das ein bisschen ziehen lassen, tue noch mal ein bisschen an Salz drauf, Stocki. Hemd drauf. Super. Und mit den vollgesalzenen Händen könnt ihr das Ding dann richtig kneten. Dann stellen wir den kurz zur Seite, ich warte mit die Hände und dann geht es ans Dressing, was das eigentliche Geheimnis ist. Eine kleine Knoblauchzehe. Genau, über dieses Gehacke kommt jetzt ein Löffel Kräutersalz. Da entspricht es einem, sagen wir mal, mitteleuropäischen genormten Teelöffel. Okay. Das kommt da drüber. Dann haben wir Knoblauch und Kräutersalz. Genau, Knoblauch und Kräutersalz. Und wenn ihr es wirklich sehr, sehr, sehr fein habt, dann setzt es einfach in eine Tasse. Das nächste ist Feigensenf, einen gupften Löffel, Limettensirup. Den darf jetzt entweder in Tunzenberg kriegen, Limettensirup wächst an der Koppe unten, wächst der Limettensirup direkt. Schon direkt in die Glasel, oder? Ja, der wächst in die Glasel. Also der wird jetzt, sagen wir mal, 4 Löffel, einen weißen Essig, einen Weinessig mit quasi mit Traubengeschmack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann verrühre es mal, schau mal, dass es ordentlich verrührt. Das Ganze wird jetzt mit feinstem Olivenöl aufgestreckt. Nicht ganz halbe, aber ich sage mal 4/5 von dem, was jetzt an Essig drin ist, kommt jetzt Öl mit drauf. Und das mache ich jetzt geschätzt. Das gebe ich jetzt gleichmäßig über den Krautsalat drüber. Kommt der Meerrettich. Keinen Sahne-Meerrettich kaufen, einen normalen Meerrettich. Einen scharf. frisch auch nicht anscheinend. Ja, ein frisch, ich kenne es auch mit einem frischen machen, aber es ist fürs Dressing ist auf jeden Fall einfacher, wenn es einen sauren Meerrettich kauft, den ihr nicht selber herschneiden müsst, weil der mengt sich viel besser in den Salat unter. Ja, okay. Mindestens 2 Löffel,
rein. Kann man aber dann auch abschmecken. Bis Vielleicht 4. noch mal was 2 bis 4. Dann wird das Ganze mit einem Schuss Sahne in Wallung gebracht. Sag ich mal. Mit einem Schuss Sahne in Wallung gebracht. Aber wieder gesunder Salat. Ja. Genau, ganz ein gesunder Salat. Nicht zu viel, weil sonst kann man nicht essen. Dann kommt noch ein bisschen Pfeffer drüber. Und kein Salz mehr eigentlich, oder? Ja. Der heißt Mariola. Und meine Mama macht gerne diesen Salat. Und der ist, den ich mache, der ist nicht halber so gut wie der von der Mariola. Über Generationen verliert sich ja das immer so. Ja, aber Leider. ich versuche es ja zu verankern und weiterzugeben. Gut, ja, mit dem ist es komplett. Man leicht. Also der kommt aus Tunzenberg sozusagen. Ja, genau. Das ist aus dem Mariola-Salat und erhitzt die Pfanne ohne Öl. Sesamkernel. Gehen wir einfach ohne Öl oder irgendwas, das ist wichtig, in die Pfanne. Wir lassen wir in dieser ungeölten Pfanne leicht braun werden. Guck mal, wenn man mag, wenn er langweilig ist, kann man da zum Beispiel auch mal was reinschreiben. Die sind alle leicht bräunlich und dann stellen wir die Nummer raus. Ein bisschen Olivenöl. Da kannst du ordentlich Gas geben mit Salz. Ich hätte eine ganz gute Frage. Wie heißt der Salat? Wer es genau und ganz angeschaut hat, Ja. der weiß, wie der Salat ist. Du weißt, wie der Salon heißt? Genau. Dann weiß man auch, wer sich wirklich die Sendung von Anfang bis Ende schaut. Und dann, genau, wie heißt der Salat? Wer das richtig beantwortet kriegt, ein Wandertag-T-Shirt, ein dick und ein weißes T-Shirt. Da kommt auch kein Pfeffer, sondern nur der Sesam und das grobe Himalaya-Salz. Das soll ja unser Lasagne jetzt fertig sein. Die ist jetzt eine Stunde drin insgesamt. Dann bleibt es da drin stecken und genauso soll es sein. Oben schön knusprig, innen schön weich, aber nicht zu labbrig. Unser Gemüselasagne mit Gemüsedekoration, sagen wir mal. Mit einem Punkt-Punkt-Punkt-Salat. Und bissfest, aber trotzdem knatschige Weißpaprika, Pfannenpaprika. Genau. Sehr schön. Schauen wir mal, wie es schmeckt, oder? Ja, dann bedanken wir uns schon mal recht herzlich, dass du da warst. Gerne habe ich gefreut. Dankeschön. Ja, dass ich mit dem Herrn Fleisch immer kochen darf. Und ja. War interessant. Wenig Rüge eigentlich auch gekriegt habe, muss ich Ah, ja, sagen. genau. Wenig Rüge. Wir haben Ein, mich zwei, zurückgehalten. Seitenhiebe waren dabei, Ja. aber selbst die. Wir haben mich zurückgehalten. Ja. Passt. Ja, dann einen guten. Wir spachteln mal jetzt eine sauber. Ja, wir sehen uns ja auch noch mal kurz beim Essen. Ich wünsche euch auch viel Spaß, wenn es kocht. Wenn es nachguckt, wenn es Fragen gibt, schreibt es uns. Die Adresse ist ja natürlich in der Videobeschreibung. Und bedanken uns fürs Zuschauen. Ich sage auch danke, dass ich da sein darf. War uns eigentlich Bei einer Größe wie im Fleischi und am Mäuse. Man, nicht jeder schafft es. Wir müssen uns auch noch bedanken fürs Intro, hat der Lev Tutti gemacht. Haben wir auch noch nie erwähnt, aber Daumen hoch. war natürlich auch eine geile Aktion. War mir natürlich auch eine Ehre. Gerne wieder. Gut. Stay tuned, habe ich jetzt. Final Tasting, also die Paprika. Ich finde es gut. Aber ich kann mich ja selber schlecht loben. Ne? Lasagne ist mir ein bisschen zu viel Knirsteln, muss ich sagen. Was mir jetzt gefällt, ist tatsächlich die Kaskrusten oben. Die ist schön krustig und fest. Und geschmacklich schauen wir mal. Ist gut. Und da. Jetzt jetzt auf zu filmen. Was ich nicht sagen wollte, die Lasagne ist gut, ohne mir jetzt selber zu sehr an den Himmel loben wollen, zu würden oder was auch immer. Aber entscheidend ist, dass am nächsten Tag die Lasagne nur mehr aufgewärmt wird. Und zwar nicht in der Mikrowelle, nicht im Ofen, sondern in der Pfanne. Mit ein bisschen Öl in der Pfanne nur mehr aufwärmen, nur mehr anbraten. Das ist eigentlich die Lasagne, die es wirklich ausmacht. Das ist die Lasagne, so wie man sie wirklich isst. Jetzt ist es eine Lasagne, morgen ist es ein Gedicht. Da brauchen wir nichts mehr hinzuzufügen.